Ja, servus, grüß euch meine Lieben. Endlich melde ich mich mal wieder zu Wort. Schon lange nichts mehr hören lassen. Ja, wir haben momentan viel Stress, wir haben viel zu tun. Aber jetzt melde ich mich mal wieder zum Wort. Ich habe ein bisschen abgespeckt, über 30 Kilo, das ist richtig. Und ich habe auch komplett die Ernährung ein bisschen umgestellt. Was heißt das komplett umgestellt? Ich habe halt den ganzen Ballastscheißdreck, den lasse ich jetzt einfach einmal weg, weil den keiner braucht. Zum Beispiel keine Süßigkeiten mehr, kein Cola, kein Spezi mehr, nur noch Wasser, Zitronenwasser zum Frühstück und Kaffee, komplett ohne Zucker, komplett auf Dinkel Vollkorn umgestellt. Und ich muss sagen, mir taugt es richtig. 31 Kilo weg vom 20. Januar. Und mir geht der Scheißdreck gar nicht mehr ab. Ich brauche keine Metzgerei nicht mehr, wo ich reinhupfe. Schon mal Wurst, schon mal Weißwurst, aber nicht jeden Tag. Jeden Tag habe ich diese Scheiße reingefressen. Und das brauche ich nicht mehr. Ich habe einfach gesagt, jetzt ist Schluss mit lustig. Und es geht anders da auch. Und jetzt mache ich mir regelmäßig meine Brotaufstriche selber. Und mein Favorit ist Tomatenbrotaufstrich mit getrockneten Tomaten, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne. Die haue ich zuerst einmal in den Mixer rein. Alles zusammen, Olivenöl, Salz, Pfeffer, alles was man halt so braucht, Harissa-Paste. Ich mache extra nochmal ein Video drüber, aber wie die schönen belegten Pumpernickel und Dinkel-Vollkornbrote beleg, das zeige ich euch jetzt, wie ich die beleg. Ich liebe nämlich meine kleinen Tomaten, Jalapenos, Knoblauch eingelegt und als Gewürz tue ich oben drüber, was gar nicht fehlen darf, Hildegard von Bingen, Galgant, sehr gesund, und Bertram von Hildegard von Bingen. Das bringt noch zusätzlich den geilen Geschmack rein. Und ich habe noch einen Rest da, ihr werdet es nicht glauben. Klaus grillt. Da habe ich noch einen Grillpfeffer da. Ja. Und das ist einfach eine Gaumenfreude, wenn man das da drüber macht. Die riecht man die ganzen Tomaten schon einen Tag vorher, dann können die richtig schön durchziehen. Tun wir es in den Kühlschrank, schmieren wir mein Brot, dann schneiden wir richtig schöne Häpperl runter und dann kommt da immer so ein Scheiberl drauf. Richtig saftig, richtig lecker. Das ist mein Standardfrühstück mittlerweile geworden, ich kann mir reinlegen. Das ist echt der Hammer. Und ich gehe ganz einfach vor. Ich schneide mir da meine so Scheiberl runter. Ja, und das mache ich den ganzen Teller. Und die lege ich mir dann dazwischen rein. Unglaublich. Wenn ich das jetzt so zeige, die sagen, der hat einen Vogel. Nein, es schmeckt geil. Das kannst du auf einen Obersten drauflegen. Scheißegal wo. Es schmeckt einfach geil. Oder auf ein Wurstbrot oder wie auch immer. Aber ich habe mich von der Wurst ein bisschen getrennt. Ich brauche es nicht mehr. Ich brauche es echt nicht mehr. Früher habe ich normale Semen, Butter draufgestrichen, ein Salami drauf und ein Käsebladel drüber. Das war mein Frühstück. Aber nicht bloß ein Semi, 3 Semen oder 4 Semen. Oder Leberkässemen. Und mittlerweile bin ich komplett auf Pumpernickel, mag ich gern. Also Pumpernickel mag ich sehr gerne. Und Dinkel Vollkornbrot. Kein anderes Brot gibt es nicht mehr. Kein einziges Weizenbrot mehr. So gut wie keine Brezen mehr. Außer es gibt ausnahmsweise mal Weißwürst. Ja, da geht ohne Brezen nichts. Geht aber auch natürlich mit Brot, habe ich auch schon gegessen. Schmeckt einwandfrei. Da schneiden wir die Scheiben aber. Ja, so richtig schöne. Sollen schon groß sein, so klein ist ich gleich. Aber ich habe festgestellt, man braucht es nicht.
Da richten wir den ganzen Teller voll. Ja. Die schlichten wir da rein. Und im Kühlschrank ziehen die richtig schön durch. Da kannst du reinlegen, die werden so richtig geil saftig und richtig durchmariniert. Wow, geil, ich liebe dieses. Und das ist halt einfach, ja, mein Standardfrühstück geworden. So, Tomaten haben vorbereitet. Übrigens, da drüben ist eine Party. Dann nehme ich einen Klaus Grillpfeffer, das tue ich da drüber streuen. Und genau das gibt den richtigen Pep. Also richtig schön ordentlich drauf. So, wenn ich das habe, brauchen wir das wieder zu. Nein, das brauchen wir ja nicht mehr. Und jetzt geht schon los mit Hildegard von Bingen-Bertram. Da haben wir gleich einmal ein bisschen was drüber. Da braucht man gar nicht so übertrieben viel, einfach bloß ein bisschen einnehmen. Genau, das war's dann. Dann nehmen wir einen Galgant her, auch Hildegard von Bingen, das ist ein Pulver. Und das gibt, glaube ich, sogar noch die richtige Schärfen, besser wie ein Pfeffer. Aber ich tue mir drüber. Und gesund ist es schon der nicht. Aber was wollte ich jetzt sagen eigentlich? Ich habe mich einfach am Januar auf die Waage gestellt, am 16. Januar. Und da hat es mich auf den Arsch zurückgerissen. Ich habe 115 Kilo gehabt. Da habe ich gesagt, du spinnst. Und da habe ich dann gesagt, jetzt ist Schluss. Und genau ab 20. Januar habe ich angefangen. Keine Gummibärchen nicht mehr, keine Chips, keine Flips. Unter der Woche keinen einzigen Tropfen Bier mehr auf der Couch zum Videoschneiden und Flips reingefressen. Habe ich gesagt, das geht schon nicht mehr weiter. Und was jetzt dazu kommt, viel Wasser und in der Früh 2 große Glasel lauwarmes Zitronenwasser auf nüchternen Magen. Und von Bitterliebe, weil ich Stoffwechselprobleme gehabt habe, habe ich die Stoffwechselkapseln. In der Früh eine, Mittag und abends eine. Und seitdem taugt es mir richtig gut, die Probleme sind irgendwie weg. Ich brauche nicht mehr wegen jedem Handschlag schwitzen. Schnaufe nicht mehr wie ein Ochs. Treppen auf, Treppen runter, Treppen runter, Treppen auf. Da ist mir bei ein paar Handschlag schon die Brille runtergerunnen. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich mich umgestellt, habe mir gedacht, machst du mal alles komplett selber. Vom Raffineriezucker haben wir weg, da nehme ich nur noch eigentlich Erythrit oder Stevia. Oder, was sehr gut schmeckt, ist der Kokosblütenzucker. Aber Kaffee, nur noch schwarz. Tee sowieso, komplett ohne Zucker. So, Tomaten habe ich hergekriegt. Ja, haben wir lauter verschiedene Scheiben. Und jetzt geht's los mit den Jalapenos. Da habe ich meine kleine Gabel. So, und dann legen wir da auf jede Tomatenscheibe, auf die großen legen wir 2 drauf. Also ich brauche ungelogen in der Woche, 1,5 Wochen, brauche ich ein Glas Jalapenos. Die lege ich mir selber schon gar nicht mehr ein. Ich hole mir die am besten sind die vom Rewe, das muss ich gleich einmal sagen. Also vom Rewe, das sind die besten. Also ich fahre da so richtig rein. Und dann richtig schön einfach verteilen. Ich liebe Jalapenos, es ist einfach eine
Gaumenfreude. Eine schöne Schärfen. Und da habe ich auch gemerkt, das saniert richtig einen Darm. Wer es nicht mag, der lässt es weg. Ich wollte euch bloß einmal zeigen, dass es eigentlich schon ein richtiges Ritual geworden ist, dass ich mir da die ganzen Scheiben einen Tag vorher herrichte. Und da darf wirklich keine abgehen. So, jetzt haben wir überall einen Scheiberl drauf, bei den großen 2, bei den kleinen 1. Und dann geht es schon weiter mit dem Knoblauch. Da haben wir das weg. Rewe, Knoblauch und Chiliöl. Da greife ich auch mal einen schönen Batzen raus. Knoblauch sehr gesund, eingelegter, kann man selber einlegen. Ich hole mir ihn fertig. Ich tue gar nicht lang rum. So, das gelangt ungefähr. So, und dann, jetzt kommt das. Der Feinschliff. Die drehe ich so auf und tue die halbieren. Ja, ist ein bisschen filigran, aber es ist so ein leckerer Aufwand, der lohnt sich. Wie gesagt, muss keiner nachmachen, aber das ist so richtig einfach mein Ritual geworden. Und was ich einfach festgestellt habe, dass mir richtig taugt. Ich habe einen angenehmen Schlaf. Wenn du die bücken musst, tust du dich auch viel leichter. Das ist einfach eine Freude. Und mittlerweile habe ich jetzt 2 Wochen oder 3 Wochen, kann man schon fast sagen, mein Gewicht, weil ich einfach das jetzt hingebracht habe mit den Kalorien Defizit. Bin durch halt ein bisschen ausgleichen. Schlagt man mal einen Tag über die Stränge, muss man am nächsten Tag wieder zurückrudern, damit man da nicht jeden Tag drüber kommt. Und das heißt genau der Jojo-Effekt. Und den habe ich überwunden. Ich schaue, dass ich immer so im Limit bleibe. Wenn ich nichts arbeite, bei 2000 Kalorien. Wenn ich eine schwere Arbeit habe, dann bin ich bei 2.400, 2.600. Und wenn ich gar nichts tue, als ich Urlaub habe, da schaue ich, dass ich bei 1800, 1900 Kalorien so bleibe. Pi mal Daumen. Man muss nicht mit dem Kalorienrechner rumlaufen. Das ist ein totaler Schwachsinn. Einfach Pi mal Daumen, freie Schnauze. Heute war es ein bisschen zu viel. Morgen werden wir wieder einen Gang zurückschalten. So, und jetzt kommen die Karotten. Karotten. Die Knoblauchscheiben. Und die müssen genau da noch drauf platziert werden. Ich weiß, das wäre ein langes Video, aber ich wollte einfach mal ein bisschen schmerzen, weil ich habe wirklich schon lange nichts mehr hören lassen. Wir haben da ein bisschen Stress, Haus ausräumen und. Und ich komme heuer nicht einmal mit dem Dachzelt weg, weil es einfach katastrophal ist das Jahr. Das ist echt katastrophal. Aber das geht halt einmal vor, weil das sind wichtige Sachen. Und ich bin so dermaßen froh, wenn wir das alles relativ gut über die Bühne bringen. Und da sehe ich positiv die Chance, dass wenigstens dann nächstes Jahr, wenn wir das neue Auto haben, brauche ich einen neuen Dachträger. Und da will ich dann endlich einmal das planen mit Schweden-Roadtrip. Das haben wir ja im Plan. So. Und weißt du, was das Schöne ist? Im Kühlschrank bildet sich da drin noch mal ein bisschen Saft. Und das ist einfach grandios. Das ist so grandios, wenn du dann die kleinen Brothappen da reintupfen kannst, lass das voll saugen und dann eine Kaffee dazu, Zitronenwasser dazu. Und das ist mein Frühstück und der Tag ist gerettet. Also mit diesem Sinne, ich wollte mich einfach nur mal rühren. Mir geht's gut, keine Panik, viel Stress. Und habe einfach die Ernährung umgestellt. Völlig von mir aus, wegen meiner Arthrose, weil ich wollte einfach mal den ganzen Ballast wegkommen. Seitdem habe ich auch keine Schmerzen mehr in der Hüften. Bin viel gelenkiger, ausgeglichener
Und vor allem ganz wichtig, ein erholsamer Schlaf. Wem das nicht passt, der soll es bleiben lassen. Mir taugt es. Also mit diesem Sinne, so schaut es aus. Ist das nicht ein Traum? Geil, oder? Mit diesem Sinne wünsche ich euch was. Lasst ein Abo da, gebt Kommentare ab, da mich interessieren, was euch so Liebling ist. Aber wie man da überall so ein Scheiberl nimmt und legt es dann da drauf, das ist eine Gaumensfreude. Das sappert direkt der ganze Mund. Ich sag's euch. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Lasst ein Abo da. Auf Kommentare würde mich freuen. Und ich hoffe, dass es demnächst wieder mehrere Videos gibt. So schaut es ziemlich aus. Also, ein schöner Gruß an euch Holly, Helmut, die Anker Filmschmiede. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hey, haltet die Ohren steif und lasst es nicht unterkriegen. Servus.